Die Generalversammlung ist das Parlament der Vereinten Nationen, in dem jedes Mitgliedsland eine Stimme hat. Die Sitzungsperioden dauern rund ein Jahr. Höhepunkt ist jeden September die Generaldebatte, zu der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt anreisen. Die englische Außenministerin Truss hat das Sicherheitsabkommen der USA, Australien und England gegenüber China und Frankreich verteidigt. Sie werde weiterhin die Interessen ihres Landes vehement verteidigen. Erstmals seit 50 Jahren ist auf der spanischen Kanareninsel La Palma am Sonntag wieder ein Vulkan ausgebrochen. Ab 5:12 Uhr Ortszeit erschütterten heftige Explosionen die Gegend im Süden der kleinen Insel, die ganz im Nordwesten der zu Spanien gehörenden Kanaren liegt. Kinder, die sich mit Covid-19 infiziert haben, sollen sich allein isolieren. Solche Videos aus China gehen im Netz viral und bringen mehr Menschen gegen die Null-Covid-Politik der Regierung auf. In Kasachistan wurde ein neues Gesetz verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, dass ausländische Filme auf Kasachisch übersetzt werden, um die kasachische Sprache weiter zu verbreiten. Letzte Woche hat das Europäische Parlament über eine neue EU-Strategie gegenüber China abgestimmt. Das Strategiepapier wurde mit klarer Mehrheit angenommen. Die EU weist in dem Papier auf die Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Minderheiten in der Mongolei, Ostturkestan, Tibet und Hongkong hin. Um gegen die Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, wird der Dialog mit China empfohlen. Auch europäische Konzerne werden angehalten, einen Beitrag zu leisten. Im Südwesten Chinas kentert ein Boot und geht unter. Mindestens 10 Menschen sind tot, weitere 5 werden noch vermisst. Das für 40 Personen zugelassene Schiff war offenbar überladen. Mindestens 46 Menschen sollen an Bord gewesen sein.